Agro Agricole 2024, das ist auch der nächste Konkurs vom beste Lützebauer Hobbykart. 2 Kandidaten haben sich qualifiziert, die werden von einer Präqualifikation. Das vielleicht auch dem Isabel Hensch seine Reportage am Gusto gesehen, der Luc Büttel und der Roland Hermann sind gepackt am Final. Sie gehen alles am Moment an diese Minuten, aber sie müssen sich einer Jury stellen. Das ist das Prinzip von seinem Konkurs. An den allerhöchsten kann er nur die Jury präsentieren. Sie zielen schon rauf an den Drohnen. Was ist noch geschehen? Nee, super, ich meine, Kandidaten sind mit der Zeit fertig. Merci vom Publikum. Für die Jury kurz vorzustellen, Lisa wird nun ein Kondrum gehen, für Martin noch zu schwächen oder zu schwätzen, wie es geschmacht wird. Der Jurypräsident, den wir auch schon bei der Präselektion hatten, den Herr Michael Lanners von der Hotelschule, den Direktor, Dan Keller von dieser wunderschönen Küche, die wir hier haben, vom Willy Pütz. Ich meine, Kandidaten sind top zufrieden, weil das hat Matthias nicht so gut rausgekriegt. Serge Hammer von der Porzellansproduzent Furac. Und dann auf Französisch den Archibald de Prince, un top cuisinier, un top chef luxembourgeois qui a fait pendant des années, était sous-chef chez René Mathieu au château de Bourg-Linster et qui est en train de faire sa nouvelle entreprise, sa nouvelle expérience. Alors, un top jury für das Top-Plan zu machen. Zwischendurch profitieren wir auch direkt, weil wir wissen ja immer, wie das gute Plan braucht auch gute Wein. Wir hatten ein kurz an der Frigora gesagt, weil da war heute mehr warm, als sie meist, also nee, das so warm, wie wir es gehofft haben. Ja. Alors, Stéphane, Claude Jangly, on avait dit qu'on allait y aller pour un Riesling avec le plat qu'on va servir. Alors un plat avec un poisson, la truite luxembourgeoise, qui est légèrement confite à l'huile d'olive avec un beurre blanc. Alors présentez-vous une fois un petit peu et votre vin que vous nous avez ramené. Bonjour, donc alors, tu tiens le micro? Je tiens, Ok, bien. bon, merci, excusez-moi. Donc Claude Jangly, nous sommes à la Scheierberge entre Rémiche et Mondorf. Nous sommes vignerons depuis 10 ans et bio en permaculture. Alors il faut que je regarde là-bas. Donc là, on a un Riesling Scheierberge avec un sous-sol à base de gypse, ce qui va donner beaucoup de minéralité à notre vin et un peu cette épice poivrée qui va très bien accompagner le plat du jour. Okay, super. Maar ja, wir schreiben mal ein Glas raus, dass der Kandidat dadurch schmecken kann. Und da gibt natürlich schon noch ein Glas für die Jury, alors un verre pour le candidat, comme on avait dit. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich einen guten bekannten Winzer, der Lucien Glo, den hier bei uns. Ein scheier Mensch, aber ein ganz guter Wein, der produziert wird. Lucien, was tust du als gutes mitgebracht? Ja, ich merke durch bei Fisch, da gibt es nicht den Pinot Blanc passen. Letztes Jahr hatte ich den Fisch bei gesprungenem Reis. Okay. Der Pinot Blanc bei gesprungenem Reis, pardon. Das ist ja bei Fisch, weil es ein unkomplizierten, ein einfacher Licht zu trinkende Wein ist. Gut kalt serviert natürlich. Du fährst mir dann den Frigo gestaltet. Und bei einer Lützebauer Forelle passt das wunderbar, meiner Meinung nach. Ja, super. Gut, Lützebäuer Weine bei Lützebäuerischen Essen. Machen wir dieselbe Sache, eine kleine Klasse für den Kandidat. Und dann noch ein bisschen für bei der Jury. Und dann ging ich dann zurück bei der Camille. Und wir sehen, dass dann ungefähr so zurück an einer halben Stunde von den Hauptgang rausgeht. Ja, ich gebe Isabel Hensch dann noch mal rauf bei der Jury. Da kann halt auch mal inspizieren, was das Resultat ist von Singen. Entre Kandidat hat ja beim Roller am Eck an hue vervolle Stadt gelläft ass an Lisa Kurdas ënnen mat dem Kameramann dem Carlo Fierich dat ganz enke vu Min no Di Flot Pläng gesinn ze präsentéiere Lisa Kanzlo Loser Louis Jury dann normal froen Weise die Plan do diese gut erklärt Groten dann noch appreciieren. Ja, komm, du musst da noch im Moment gedillege, weil klar sind noch nicht ugepackt gehen, sich fangen geloricht machen. Läuft spannend, ich gesagt, auf alle Fälle mal ganz, ganz lecker aus. Jetzt hast du den ersten Plan, das ist der Plan vom Roland. Sind wir mal gespannt, wie ihnen das wird schmecken. Und das nebendran fangen sie auch mal am Plan vom Roland an. Der Wein, der doch dabei serviert, wie sie statt gehört. Die Isabel zwischendurch, Isabel, was siehst du als Lebensmittelexpertin? Wie gesagt, da aus und wie hast du das beim Rollo erlebt? Ich fand mal super, dass eben ein Konkurs überhaupt veranstaltet wird, wo man so, wir holen nicht mehr Lützebäuer produzieren, für zu weisen, hey, guck, so einen schönen Teller kann ich zaubern mit just Lützebäuer Ingredienten.
ich gebe natürlich auch gerne schmachen, aber es schlossen für dich mal die Jury-Member für zu schmachen. Ja, mein Kandidat hat das natürlich ganz schön gemacht. Dem aller sein Kandidat hat das auch ganz schön gemacht. Aber wir wollen natürlich gewonnen. Vielleicht die erste Impression wird natürlich gemacht. Ja, also ganz gut. Ein großer Respekt auch für alle Kandidaten, weil sie die Pani Pedro nicht kannten und am Anfang recht gestroffen konnten entscheiden, was sie heute gegen kochen. Also formidabel, was sie bräuchten an den 3 Stunden, wo sie gekocht haben. Super. Hat ihr da doch gekrüht? Ehrlich gesagt, nee. Wie fand ihr den Lusch? Kommt ein kurz rüber. Was schmeckt ihr mit all den Söhnen? Guck den. Gesagt, guck den Teller, wie präsentiert das, du hast mit den Farben gespielt gehen. Bravo für die Farbe, die Komposition von den Farben, das mit den Formen gespielt gehen, mit dem Volumen. Also ich fand ihn ganz harmonisch equilibriert, so wie das. Und das schmeckt den Tür nicht mehr, an dem es guckt. Riecht den, ich fand riecht ganz gut. Und wenn ihn da bis am Mund hört, da war ich richtig erstaunt. Ich musste auch meine Felicitationen und dem Koch weitergehen dem Hobbykach muss ich so eine Felicitation sehr réussi. Also der Toten dat an engem Restaurant gebe ich so ein Bravo gut geschafft. Ich fand der Toten eng ganz flott Prestation und es noch net dat wundert mich nicht, dat ihr an der Final sind. Ula, ein ganz große Lob. Das klingt schon mal vielversprechend. Heute neben Drusis am Gange die zweite Entree zu machen. Wie sieht es aus? Sieht gut aus. Schmeckt gerade so gut wie ausgesagt. Also die 2 Planen. Und ich meine, das heute ja immens schwer für zu differenzieren, wen du besser war. Also es bleibt auf alle Fall spannend. Ich komme kurz rüber. Votre avis en tant qu'expert? C'est un super travail déjà. En tout cas, c'est équilibré, assaisonné. On voit qu'ils sont donnés, qu'en tout cas ils ont donné de l'envie dans ce qu'ils ont fait. Mais voilà, la truite, chouette cuisson, bien assaisonnée, les textures sont top. Et ici aussi, les goûts sont bien, donc assez impressionné par le niveau. Da sind wir gespannt, wie es am Hauptplan ausgesagt, aber wir dann natürlich der Gewinner vom Hobbykoch 2024.